Was passiert im Moment eigentlich? Man fühlt sich überfordert, man weiß nicht, wohin das man mit den Gefühlen soll, geschweige, man nimmt plötzlich so viel wahr. Und unter anderem begegnen einem auch alte Trigger in Form von Gefühlen, Menschen und so weiter und so fort. Für viele im Moment ein gefühltes Chaos, aber dahinter verbirgt sich gerade ein riesen kollektiver Shift-Prozess. Und somit herzlich willkommen, ich bin Madame Mystik und nehme dich heute genau in das Thema mit, was da eigentlich genau passiert und wie kann man sich das erklären? Ist das gut, schlecht? Was ist es überhaupt genau? Und zwar, damit man das Ganze mal so ein bisschen versteht, um was es da eigentlich geht, haben wir im Moment einen ganz grossen kollektiven Shift-Prozess. Ja, wir gehen vom 3D ins 5D. Was bedeutet das? 3D sind so alte Strukturen, Leistungsdruck, Erwartungshaltungen. Wenn man es jetzt ganz plump müsste sagen, so ganz klassisch das physische Game von Ego, Struktur, Erziehungsmodell und so weiter und so fort. Und im Moment passiert ein ganz grosser Transformationsprozess, und zwar, dass wir ins 5D gehen. Und das 5D ist alles andere als 3D. Und zwar hat das mit einem Bewusstseinszustand zu tun. Das heisst, wir werden einmal viel feiner in der Wahrnehmung und es ist fernab vom Physischen oder von der Rationalität, wie wir so als Mensch kennen. Und was passiert da genau? Ganz simpel, wir haben zum Beispiel ganz eine andere Wahrnehmung. Also, das kann sich zum Beispiel auszeichnen, indem das genau, wenn man sonst schon sehr sensitiv ist, dass man zum Beispiel viel mehr hört, sieht, schmeckt, riecht, wo vielleicht normalerweise gar nichts wäre. Genau. Also unsere sensitiven Superkräfte, die sind natürlich auch mit unserem höchsten Bewusstseinszustand gekoppelt, was natürlich so viel bedeutet wie unsere Hellsinne, also hell fühlen, hell hören, hell wissen, hell schmecken und so weiter und so fort. Und darum kann es zum Beispiel auch sein, dass man im Moment vielleicht auch diesbezüglich sehr überfordert ist, weil einfach die Wahrnehmung unglaublich stark ist. Und vor allem für die vielleicht bisher vielleicht ein paar Berührungspunkte hatten, aber noch nicht so intensiv, für die ist es halt schnell eine Reizüberflutung und man hat vielleicht sogar das Gefühl, ich fange an zu spinnen. Ich höre Sachen, die es ja eigentlich rational gar nicht gibt. Ich sehe Sachen, die es rational gar nicht gibt. Es begegnen einem Düfte, die gar nicht möglich sind, dass die einem begegnen. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, du bist in einem riesigen Shift-Prozess. Und ja, das ist wirklich ein Bewusstseinszustand. Nicht alle befinden sich in dem Prozess. Es gibt immer Leute, die entscheiden sich, in dem 3D zu bleiben, was auch gut, recht und okay ist. Und dann gibt es natürlich die, bei denen wird jetzt das sehr stark antriggert. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die noch nie irgendwie Berührungspunkte hatten mit Sensitivität, mit Mindset, mit Bewusstseinszuständen und so weiter und so fort. Und plötzlich werden sie dort drin hineingeschmiert. Ja, was passiert jetzt da? Ganz einfach. Und zwar die inneren Werkzeuge, also jetzt die feinstofflichen Werkzeuge, die würden jetzt endlich mal an die Oberfläche gespült und wir würden damit konfrontiert. Es ist nicht, dass man die nie hat, sondern man hat sie einfach abgedeckelt und jetzt kommen sie zum Vorschein. Genau. Ja, da kann natürlich eine grosse Überforderung stattfinden und vor allem das Gefühl, oh mein Gott, was läuft jetzt da eigentlich, fange ich an zu spinnen. Nein, du fängst nicht an zu spinnen, falls du genau in dieser Situation bist, sondern es zeigt einfach der Transformationsprozess von dem Kollektiven, wo es vom 3D ins 5D geht, in andere Bewusstseinszustände, die wir bisher halt noch nicht kennen. Und das andere ist, man kann sie auch rational nicht greifen.
weil es halt fernab von Rationalität ist. Aber warum werden wir jetzt gerade vor allem ganz fest auch mit alten Trigger konfrontiert? Ganz einfach, bevor wir in eine höhere Schwingung gehen können, muss zuerst einmal ein bisschen aufgeräumt werden. Keiner von uns ist befreit, jeder hat irgendetwas da hinten im Rucksack oder noch irgendeinen Triggerpunkt und genau die werden aufgespült und die können sich natürlich in jeglichen Formen zeigen. Das heisst, wir sehen es in Form von, dass ein Menschen begegnen, wo man schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat und plötzlich denkt, wieso begegnet mir jetzt der Mensch aufs Mal wieder? Oder dass sich Menschen melden, wo man nie mehr etwas gehört hat. Das kann sich aber auch sonst natürlich in Triggerpunkten auszeigen im Alltag, wo man merkt, man ist sehr dünnhütig und es gibt irgendwie, etwas wird erwähnt, ausgesprochen und man hat das Gefühl, in einem drinnen passiert so ein inneres Feuer, wo man fast nicht kann wieder runterbringen. Und die sind genau da zum Transformieren, um halt eben genau Altlasten an die Oberfläche zu bringen und dass wir die können hinter uns lassen. Ja, wie du siehst, sehr komplexes Thema. Sehr komplexes Thema, aber auch sehr interessant. Und ja, es ist ich muss immer wieder sagen, es ist ein Bewusstseinszustand. Weil man hört ja immer wieder viel YouTube oder wo auch immer, jetzt fängt eine neue Ära an. So quasi wie die neue Welt kommt, wo viele verbinden mit dem Physischen, dass quasi die Welt kaputt geht und eine neue Welt entsteht oder was auch immer. Nein, es ist ein Bewusstseinszustand. Und ein Bewusstseinszustand hat nichts mit der physischen Erde zu tun, sondern man merkt jetzt halt einfach, wenn wir es jetzt mal ganz mystisch aussprechen, dass halt eben die Menschen, die sehr magisch sind, halt jetzt auch einmal dürfen, ja, auf der Lebensleiter dürfen einmal eine Sprosse aufsteigen in eine andere Qualität. Die ist sehr herausfordernd und die hat es halt wirklich in sich. Und vor allem, falls du dich genau in dem Thema befindest und denkst, mein Gott, ich weiß gar nicht wohin, wie soll ich mit dem umgehen, dann kann ich dir nur eins sagen, auch wenn es jetzt noch so schwer aussieht und so herausfordernd ist, bleib dran. Bleib dran, du spinnst nicht, das ist halt einfach die neue Qualität, wo wir reingehen dürfen und es ist ein Prozess, es ist nicht einfach nur zack, bumm und wir stehen da, sondern es ist ein kontinuierliches Entwickeln, weil wir ja eben auch mal eine Altlasten dürfen abarbeiten und dürfen in neue Qualitäten eintreten und ganz wichtig, wir dürfen uns selber eben auch neu entdecken. Darum ist es ja auch so interessant, dass man beobachten kann, wie Menschen plötzlich die Nase voll haben und finden, es erfüllt mich zum Beispiel ein Job nicht mehr oder ich möchte mich aus Freundschaften, soziale Kontakte, die man bisher gepflegt hat oder auch Beziehungen, eher, dass man sich trennen will, weil es halt einfach nicht mehr dienlich ist. Und das hat halt auch wieder mit dem höheren Bewusstsein zu tun. Darum klopft es und knallt es jetzt wirklich an allen Ecken und Kanten. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass man das nicht nur negativ betrachtet. Wir Menschen haben ja eher die Tendenz, dass wenn es mal herausfordernd ist, dass wir es als Kontrablem anschauen. Wenn wir jetzt mal das Wording anschauen, das heisst ja Problem, es ist ein Pro, zum natürlich noch mehr Potenzial zu entfalten und noch mehr dürfen in die eigene Einheit hineinzukommen. Und wir selber sind verantwortlich, ob wir ein Kontraproblem daraus machen, insofern, dass wir es als negativ werten oder ja, halt einfach, ich sage jetzt mal eher nicht mit niederschwingenden Gedanken und Frequenzen in eigentlich das Potenzial hineingehen. Und dann sind wir auch nicht lösungsfokussiert, sondern wir schieben es gerne ab, wir unterdrücken es und dann wird es natürlich umso schwieriger. Und ja, so Prozesse erfordern natürlich relativ viel von einem, das ist es so, aber es hat natürlich auch immer, ja, wir dürfen immer das Positive dahinter sehen. Und das ist halt eben auch, ich sage jetzt so ein bisschen das physische Game, das wir dort machen dürfen. Wir werden immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert, nicht weil sie gegen uns sind, sondern weil wir diese menschliche Erfahrung hier machen wollen. Und natürlich, ja, wie es einfach dazugehört, um immer wieder dazu zu lernen und daran zu wachsen und grösser zu werden.
Genau. Ja, lass mich mega gerne wissen in den Kommentaren, wie es du im Moment empfindest. Also ich finde es als sehr herausfordernd, aber auch schön. Und ja, auch bei mir gibt es Momente, wo ich denke, okay, jetzt bin ich ganz irre, das kannst du ja keinem Mensch erzählen, es gehört ein bisschen dazu, aber es bestätigt ja auch, dass man genau sich auf dem Weg befindet, was ich auch wiederum etwas ganz Schönes finde. Genau, dass man dort einfach dranbleibt und sich nicht aufgibt und irgendwie anfängt zu stagnieren, wenn man denkt, jetzt muss ich schon wieder etwas anschauen oder jetzt wird es so streng und jetzt bin ich ja irgendwie ein bisschen am Durchschrauben oder so. Oder irgendetwas stimmt mit mir nicht. Also ich finde, es ist ja auch ein Zuspruch, dass man wirklich merkt, okay, man befindet sich jetzt wirklich auf dem aufsteigenden Ast in dem Prozess und ja, der ist herausfordernd, aber er ist auch gut. Genau, also verwundere dich nicht, wenn auch deine Hilfssinne mehr geschärft sind, manchmal nicht daraus kommst, was jetzt das soll, dass Sachen siehst, Sachen hörst oder wie auch immer oder vielleicht Menschen viel mehr spürst als sonst. Schau das genau an, es ist nicht da, um dich zu bestrafen, sondern dass du auch in deine sensitive Superkraft kommst. Und hier noch ganz etwas Kleines am Rande, falls du eben genau Probleme hast mit deiner sensitiven Superkraft, dann kann ich dich einladen, in telkeremy.ch zu kommen. Ich nehme dich dort mit in einen Sensitive Shift. Das heisst, dass du halt eben mit deiner sensitiven Superkraft nicht als Schwamm umwandelst und alles aufnimmst und überfordert bist, sondern dass du genau weißt, wie die sensitive Superkraft einzusetzen und dass du das wirklich vollumfänglich ausleben kannst. Ich packe unten noch den Link rein, falls du mal gerne anschauen willst, dann freue ich mich ganz fest, wenn du mit mir die Reise machst. Auf jeden Fall, ja, es ist sehr spannend, weil es ist jetzt natürlich auch gefordert, dass wir eben gewisse Sachen im 5D lassen. Also man könnte sagen, wie so alte Rucksäcke, alte Gewänder und so weiter und so fort abstreifen. Was ja auch ganz, ganz spannend ist und was man beobachten kann momentan ist, dass man vielleicht Menschen plötzlich wahrnehmen und denken, was Scheiße, was ist denn mit denen eigentlich los? Die fangen plötzlich an zu spinnen, sind plötzlich anders, aggressiver. Ja, man könnte sagen, die Masken fallen. Und das hat halt eben auch wieder damit zu tun, dass halt eben das 5D ist auch mit ganz viel Wahrheit geknüpft, weil man halt eben nicht im physischen Sinn, sondern halt eben auch, ich sage jetzt mit der Seele, mit dem Seelenplan, mit dem höchsten Gut, mit dem höchsten Bewusstsein. Und das kann sich natürlich auch auszeichnen, dass wir zum Beispiel einfach auch plötzlich merken, wow, was ist denn mit dem Mensch los? Nicht, weil der Mensch sich jetzt in dem Prozess drin befindet, sondern weil man zum Beispiel auch mal das wahre Gesicht von gewissen Menschen sieht, wo man manchmal verschrickt. Und ich meine jetzt nicht in einer positiven, guten Form, sondern wo halt wirklich mit sehr niederschwingenden Energien kommen, mit Wort, mit Handlung, mit Daten, was auch immer. Also verschrickt dort nicht. Also es ist nicht nur so, dass wir ins 5D gehen, um unsere eigene Maske abzureißen und unser volles Potenzial ausschöpfen, sondern es ist halt eben auch so, dass wir andere Menschen in ihrer wahren Identität wahrnehmen. Und unter anderem halt eben auch nicht immer ganz so positiv. Wichtig ist einfach, dass man es nicht wertet. Dass man dort wirklich immer so kitschig, wie es jetzt tönt. Ich weiss, ist so ein bisschen ein Karen-Spruch, aber dass man dort in der höchsten Instanz von der Liebe bleibt, nicht wertet, nicht schubladisiert, weil es ist nicht dein Thema, sondern es ist Thema vom anderen. Sag danke, dass du die Erfahrung hast dürfen machen, dass du jetzt das wahre Gesicht siehst oder was es denn auch immer für dich bedeutet, aber dass wir dort eben auch in dem hohen Bewusstsein bleiben und nicht anfangen, andere Menschen zu bewerten, die vielleicht jetzt mal die Masken abgerissen bekommen, wo man denkt, wow, alles andere als cool. Finde ich ganz, ganz etwas Wichtiges, weil genau das 5D ist ja genau das, was uns ja das abverlangt. Es geht ja um ein höheres Bewusstsein und ein höheres Bewusstsein hat kein Ego. Also es geht ganz viel um Ego-Auflösungen, darum spüren wir vielleicht im Moment auch gerade eben die alten Verbindungen mit sozialen Kontakt, unerledigten Sachen, alte Triggerpunkte und ganz wichtig vielleicht auch Familienthemen.
weil das ist das, was uns geformt hat, wo wir als erstes hier auf die Welt gekommen sind. Und ja, dass dort vielleicht auch jetzt noch die nächste Zeit nämlich Familienwunden oder Themen können aufkommen, vielleicht Mutter-Vater-Wunden, Geschwister, whatever, vielleicht auch Glaubenssätze, die man mit in die Waage hineingegeben hat. Und dort geht es auch darum, nicht dich zu piesagen, sondern halt wirklich dich ich sage jetzt von diesen Triggerpunkten, von diesen Schmerzpunkten und eben auch von dem Ego dürfen zu befreien. Weil Ego deckelt immer. Und Ego, das ist halt wirklich etwas, ich weiss, viele sagen, es gibt auch ein gesundes Ego und so, aber im höchsten Bewusstsein gibt es kein Ego. Das gibt's nicht. Das ist so ein menschenphysisches Gedöns, wo wir hier erschaffen haben. Wo das Ego ist alles, was mit irgendwie Neid, Eifersucht, grösser werden, ich bin besser als du und hast nicht gesehen und sowieso. Und wenn man dort in eine höhere Instanz hineinkommt, dann ist das Ego einfach nicht vorhanden, sondern es ist einfach. Es ist ein Ist-Zustand und da gibt es kein Bewertungssystem oder was auch immer. Also, ja, falls dort mal ein paar Wunden, ein paar Triggerpunkte aufkommen, wenn es vor allem um Erziehungsmodell, vielleicht falls du auch Mama oder Papa bist und dort vielleicht auch noch mit Triggerpunkten mit deinen Kindern oder ja, nochmal reflektiert wirst, dann ist das einfach, weil deine Kinder deine Lehrer sind und dir auch nochmal etwas zeigen wollen. Vielleicht aus dem Erziehungsmodell, das dir in die Wiege gelegt worden ist, das jetzt auch nochmal angeschaut werden und so weiter und so fort. Also du siehst, es ist ein grosses Spektrum, wo wir hier natürlich ganz fest damit konfrontiert werden. Wir können jetzt eine Stunde lang über jegliche Abzweiger und Themen reden, aber wichtig zu verstehen ist einfach, dass egal was jetzt passiert und egal wie schwierig das ist und das Gefühl von Berg- und Talbahn fahren und so weiter und so fort, dass ich dir wirklich sagen kann, bleib am Ball. Ich möchte dich gerne ermutigen, zum dranbleiben, zum wirklich sagen, okay, es ist einmal schwierig, es ist auch okay, wenn man mal einen Moment lang ein Thema auch parkt. Wichtig ist auch, dass man es dann nicht auf dem Parkplatz einfach irgendwo stehen lässt und im Verdrängungsmodus geht. Aber ich finde es auch wichtig, dass man sich erlaubt, wenn man in dem Prozess drin ist, nicht einfach mit dem Kopf durch die Wand durchgeht, sondern halt wirklich auch sich erlaubt, einmal etwas zu parken, einmal etwas einfach mal durchzuschnaufen, Me-Time machen, runterzufahren. Und dort für die gerade Mühe haben, mit gewissen Sachen umzugehen, möchte ich hier gerne eine kleine Übung noch mit reingeben, die ich sehr, sehr wichtig finde. Und das ist Raum halten. Also ich werde sicher mal ein Video explizit über das Raum heben, sicher mal noch machen, weil es einfach so super simpel ist und so einfach, aber wir es unglaublich verlernt haben. Und zwar, wenn du genau gerade Achterbahn mit Gefühl hast und nicht weißt, wohin mit dir, was soll ich jetzt machen und es ist alles so viel, wenn man halt einfach nicht davor springt, nicht in den Kopf abdriftet und anfängt irgendwie Sherlock Holmes zu spielen und analysiert, weil ich erinnere daran, es ist ein höheres Bewusstsein. Ein höheres Bewusstsein hat nichts mit dieser vergifteten Festplatte zu tun, wo wir da alles, jenes Zeug komisches abgespeichert haben. Und zwar, wenn man wirklich, egal wie du dich fühlst, dass du dich einfach mal her sitzt, ohne Ablenkung, ganz, ganz wichtig. Also das heisst nicht nur das Telefon, nicht nur das Handy und nicht nur jenes, auch nicht liegend, sondern wirklich sitzend, hock auf einem coolen Stuhl, auf die Sofa, was dir bequem ist. Und dann heb einfach mal den Raum mit dem Gefühl, wo du hast. Scheißegal, wie sich das anfühlt, scheißegal, wie es drückt, wie es zwickt, wie grusig das es ist, dem Moment gefühlt. Man kann das natürlich auch mit guten und positiven Gefühlen machen, nicht falsch verstehen. Aber es geht einfach darum, dass wir uns erlauben, einfach auch wieder mal Gefühle zuzulassen. Und ja, vielleicht hockst du mal dort und vielleicht weinst. Vielleicht musst du anfangen zu singen, vielleicht musst du auch schreien, vielleicht whatever, vielleicht bist du auch einfach in Stille dort das, was es für dich braucht. Und das ist unglaublich magisch, weil man sich erlaubt, endlich mal Raum zu geben für gewisse Gefühle, weil wir sind in dem Modus angelangt, wir Menschen, dass wir
unsere Gefühle, die in uns innen wohnen, immer rational probieren zu ergründen und irgendwie rational zu transformieren. So. Und es ist auch spannend, was dem passiert. Ich kann da noch ein Beispiel von mir nennen. Wenn es mir zum Beispiel nicht so gut geht und ich wirklich Gefühle habe, wo also eher erstickend sich anfühlen oder traurig oder destruktiv, dann hocke ich einfach so lange dort, bis sich das Gefühl verändert. Und es ist so eine einfache Übung, aber du wirst sehen, genau dort liegt der meiste Zauber drin. Weil du dir erlaubst, die Gefühle zuzulassen. Und wenn man die Gefühle zulässt, dann ist auch immer spannend, wie man sich danach fühlt. Und ja, es ist dann in der Regel so, dass man nicht mehr weint oder sich nicht mehr schlecht fühlt, sondern alles, was aus dem System mal rausgehen konnte, ist eine Druckentnahme. Also müssen wir uns ja auch nicht verwundern in schwierigen Zeiten, wenn wir alles dort oben ergründen, einen Deckel drauf tun und die Gefühle nicht zulassen. Das ist natürlich wie ein Druckkochtopf, wo einfach so viel Druck erzeugt, weil man einfach nie das Gefühl Raum gibt. Und das kann man natürlich mit allem machen. Destruktive Energien, mit positiven Energien, whatever, es spielt gar keine Rolle. Und das Spannende ist, wenn man das viel macht, dann ist es auch immer interessant, was sich daraus ergibt. Für die zum Beispiel mega gerne meditieren, Seelenreisen machen und so weiter und so fort, kommt auch das ganz eine andere Form über, weil man vielleicht irgendwann auch mal Bilder, Gefühl, Düfte, Impuls dazu bekommt und halt eben nicht nur lernt, ein Gefühl einfach einmal bleiben zu lassen und quasi auszuharren, so blöd wie es jetzt tönt, einfach mal auszuharren, weil wir sind wie Rösser, wir flüchten überall. Sobald es knallt, flüchten wir und springen davon. Wir lernen dann halt eben auch wieder mit den eigenen Gefühlen, mit den eigenen Emotionen zu arbeiten. Und es kann natürlich so weit führen, dass man je nachdem eben auch ganz anders nachher in den Raum hineingeht und eben auch Impulse bekommt, die einem dienlich sind. Und dass das einen ganz anderen Lauf nimmt als die ersten paar Mal, wo man sich einfach den Raum gegeben hat für die eigenen Gefühle. Genau. Ja, lass mich sehr gerne wissen, wie im Moment für dich gerade der Weg ist. In den Kommentaren schreib mir es gerne rein, vielleicht anhand von einem Emoji, wie es du gerade erlebst. Und ich würde mich natürlich unglaublich fest über ein Abo, ein Like und einen Kommentar freuen. Es ist ein kostenloser Support. Danke vielmals dafür. Und der hilft mir aber ganz, ganz fest. Auf jeden Fall wünsche ich dir ganz eine gute Zeit. Falls du herausfordernde Zeiten hast, bleib dran. Ich möchte dich wirklich ermutigen, zum dranbleiben. Und ja, auch wenn es mal ein bisschen rüttelt, es kommt nach jedem Sturm immer das schöne Wetter. Und somit ganz eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.